Bist du weer druk van het kamp wat in geld? Wir sind nach Pastor Jacob wieder mit der Rief von Botschaften, druckfreie Leben, stress-free living. Und wir kijken naar de dingen wat ons druk geven doen in ons leven. We gaan nog kijken naar de thema van tijd. En de vijf zijn kijken we naar de thema van geld. Ja, viel een grote druk in dein Leben. Spätestens so, du kriegst never genug Geld. Du warst immer wieder in Schulden und du riechst taufe, wo du was leben. Du spätestens so, alle Menschen kommen, hacha und Busi erfahren, welches du das. Und das gibt Druck. Und das Druck kann so schwer sein, dass unsere Verhältnisse mit unseren Freunden und mit unserer Familie und sogar mit Gott, die gehen alle an zwei, wenn der Druck von Geld ist so groß in uns Leben. Und so, Pastor Jacob kijkt naar de Geschichte van een verlorenen Sohn. De verlorene Sohn, dat is de Geschichte van een Jong, wat in zijn voeder vroeg, voor in zijn poort van het afgoot. En jenken verkwoest tot gans. So, er zijn vier dingen wat we kunnen leren, wenn wir naar de Geschichte kijken van een verlorenen Sohn. Nummer 1. Wir sind unter Druck, wenn wir benoemd zijn met Maya. Wir kijken vielleicht rum und wir sind all diese Menschen, die mehr Geld haben als uns. Und das gibt uns Druck, wenn wir glauben, wir müssen noch mehr haben. Und dann haben wir vielleicht auch ein kleines bisschen mehr ab und dann sind wir noch mehr Druck, wenn wir wollen, noch einmal mehr. Und wir sind never zufrieden mit wo wir sind. Und Jesus probiert uns zu lernen, dass wir sollen dankbar sein mit was wir haben, wenn wir das haben. Nicht das nicht mit Trouble, mit Pferdewachtkicken und großen Träumen, so schaffen. Aber wir sind immer zufrieden mit was wir haben und wir danken Gott für was wir haben. Nummer 2. Wir sind unter Druck, wenn wir alles neu wollen. Wenn wir nicht Geduld haben in uns Leben und wir wollen das alles Jahr nie und wir schaffen so satt und probieren alles neu zu kriegen und wir rennen uns fast und Druck und Stress nehmen, wenn wir wollen alles neu. Und Jesus lehrt uns, dass wir sollen geduldig sein, wir sollen schaffen und Pferdewacht kriegen, aber wir sollen geduldig sein. Nummer 3. Wir sind unter Druck, wenn wir alles verbringen, was wir haben. Wir haben vielleicht auch so viel Geld gekriegt und wir gehen und verkaufen dort und alle sagen unnutzbare Dinge. Dinge, die uns nicht Geld bringen, Dinge, die uns in Schulden bringen, Dinge, wo wir nicht genug Geld für haben, um zu kaufen. Und das ist wichtig, dass wir ein Budget mehr haben, dass wir durchschreiben, jeder Monat, das was ich kann verbringen diesen Monat, das was ich nennen habe, und das was ich von wo leben und das andere, was ich zu Ziel habe, um mich da absammeln und um das kaufen, was mich interessieren wird. Und Nummer 4, wir sind unter Druck, wenn wir nicht bereit sind für den Sturm. Nee, der ist nicht eine Frau, ist der Sturm Bord kommen oder nicht. Das ist eine Frau, wenn er wird ein Sturm kommen. Wenn er wir vielleicht krank sein, wenn er wird eins von zwei und wenn er wird eins von größer in uns Leben passieren und wird uns ein Geld wird kosten, du verbieten kommen. So wie man bereit sein für den Sturm. Die Frau ist nicht, ist der Wort kommen, die Frau ist bloß wenn er. Und so wie dann jeder Monat Geld zu ziehen leihen, wenn du eins in Sturm kämpft und eins wer krank worden hat, wenn du eins nur dir wird kosten, eins wird down, was wir uns nicht bereit gemerkt haben, dann habe ich dir Geld zu ziehen gelegt, für wenn der Sturm kämpft. So, wenn wir vorsichtig sein, wenn wir wahr sein, wenn wir Gott fragen, für was hat, wenn er kämpft, was uns hilft. Wenn wir uns einen Plan durchschreiben, was wir jeder Monat wollen verbringen, was wir wollen zu Ziel leihen für den Sturm und was wir wollen zu Ziel leihen zu den Dingen kommen, die uns wichtig sind. Und wenn wir Pferde wegmoven, wenn wir richtig Schuld kommen und leben, ohne was wir merken dürfen. Wenn wir alle Tag bossen in das, Gott segnet, hat eine gute Weg.